hier zijn, weer intussen bij 6 uur was en dan zijn we goed in huis komen. Some van mijn beste herinneringen, wanneer ik denk aan opwassen, als ik jong was en een teenager en zo'n dingen. De beste herinneringen waren Desch. Mijn mama zei ik uit de kok en dat we er live spreken. En zo, wanneer zij kunnen ons hier mensen eten geven, dan leven zij. En we hebben veel goede tijden gehad. We hadden niet veel im leven, maar we hadden schobelen. En mijn mama, die verstond sehr fijne, frische tortillas bakken. En dat is niemals beter, als wenn de tortillas van oven naar de schief komen, niet? Nu kopen die een stoel en die breken twee en al zo'n dingen, maar dat leven is einfach geworden. Ik denk ook, wanneer we opwassen, wanneer we toopkomens hadden, zoals bij mijn grootvader zo, like de ganze had mensen toop, dat ging schijn am Desch. Mijn grootmama, die was ook een goede kok. We freuten ons wanneer de geen morgen weer. En zodat we een goede tijden. Mijn mama, die deed Schweinsfeit aanleihen. Als iets van jullie wer dat Ziltfleisch, Schweinsfleisch aanleihen, is nog wer van jullie dat? Ja, oké, jullie fehlt halb. Aber weet je, Schweinsfeit aangeleihen en Erik Wutter, dat hebben we allemaal weer. En dan war ich mijn onkel en tante aan. En de Schweinsfeit, die maakt een beetje hoorn aan. Dat weet je niet, lijkt dat een beetje zo rug, zich valt of zo. En zo. En dan deden mijn mama en mijn onkel, die zaten om Desch en uit een Schweinsfeit, dus kornoren. En ik kan nog niemals een Ende beten, maar mijn vrienden en ik, als het sehr schijn, wenn wir uns sind und können vor Menü eten. En so mensen blijven dan al wie sind weird, aber weet je, Ramen Desch, du sind goede tijden en schijn het eten. En zo vandaar hebben we hier een brood. Dat is een beetje een striderie, wer dat wordt kriegen, nu deze boodschap. Wobei ik dacht, wenn ik dat zij nog beveiled en betwield en zo'n dingen, dan wordt het mijn zijn. Jana, die is in een restaurant, een coffeeshop, en die heeft een koffie en dan een washingschrift, dat in je handen kan je hineingetwield. Zodat niet eenmaal weer wat uitdrinken, en dan gaat er einer voorbij en dan schrift er aan me too. En zo. Dan weet je weer, dan wissen niet, nee, was hij dat dan nu wil drinken, niet? Maar we hebben begoofde mensen in de kerk, die kunnen schijn het brood bakken, het leichte brood, so het schmaakt niet. Maar weet je, Ram Desch, soms van jullie hadden goof, die gleichen mensen aanloden Ram Desch. En zo in deze nächste Botschaften, de nächste 5 Botschaften, weil wir denken an Ram Desch. Als Jezus op deze eerd weer, hij deed predigen, wo een boy, aan de kant Wuta, irgendwo in de synagoge, vielleicht wo bestarb. Aber soms van zijn leerrijkste lehren passieren Ram Desch. En zo wie willen in deze 5 Botschaften met Jezus topgaan van Desch te Desch. Besonders in Lukas, we waren in Lukas zijn deze 5 Botschaften, aber Ram Desch. En weet je, du Ram Desch, du zijn goede tijden. En ik las van een vrouw, een oudere wetvrouw, ze woont in een dorp, ze is arm, ze is alleen, ze heeft een klein huisje, een kleine Desch, die heeft, is al een beetje wraglich, die Desch, die is ganz verschiert en zo wieder. Aber jeder dag zat zij een schieven op van de persoon wat toen niet weer. En de mensen dachten zo, like, wat halt dat, wat stond er hingen dat zij door met een schief handleien. Handzaten van de persoon wat toen niet weer. En dan eenmaal een dag, het is de winter, komt een jonge man aan, die brengt haar halt zum Hatten, dan loopt ze den aan te onkers. Zup en brood en water, dat is alles wat ze kan opzetten. En dat redt zich met raam nächste dag, dan komt een wetvrouw met haar 2 kleine kinderen, nog een week later komt een farmer wat alleen woont. En zo iedere jaar, die eetstoel die wordt vallen, die Desch die wordt vallen. En dan, jaren later, als die vrouw starft, dan komt de ganze dorp op ten begrafenis, dus van een beroemde persoon is gestorven. En ze zaten erom en ze vertalen zich van deze vrouw. Krijgt es wieder, wanneer wij gestorven is, dan zitten we erom en dan zeggen we de beste dingen van die persoon. Niet? Dat is bloß einfach normaal, wie die dingen schaffen. En zij vertalen van deze vrouw, maar keiner redt van rijkdom en ze had schijnt, keiner redt van wo fijne huis weer, einzelne dingen. Alle reden ze van Desch. Daarom den Desch.
Und einer sagt, weißt du, am den Desch, ich habe Jahre nicht gelacht, aber dann war einmal, du am Desch, du fängt wieder frei, dann kann ich wieder lachen. Aber du am Desch, du kann ich mich mal ausschalten. Du am Desch, du kann ich mal mein Hort aufdecken. Und weißt du, am Desch, das sind die besten Tiden ans Leben. Wir haben hier als Tag, wir haben Kaffee. Ich habe einmal von geredet, dass der Kaffee ist nicht bloß zum Kaffee haben. Aber wenn du einen Kaffee in deiner Hand hast, oder du sagst, hey, wenn Desch mit wem, dann spaziert sich das anders. Die Atmosphäre ist anders. Insofern, wenn wir durch eine Fairlife stehen, wir spazieren, wir haben einen Kaffee Kaffee in der Hand oder in uns Nuberhaft auch und so wie verteilen. Und das Ziel ist, dass wir wollen Tiger kommen, länger bleiben, wir wollen Gemeinschaft haben, dass nicht bloß für hier bin, aber dort bin, Gemeinschaft haben, verteilen. Und was dort passiert, eben das. Wir haben, das sagt der Ursache für kleine Gruppen hier in der Kirche. Wenn wir eine Gruppe Freunde haben, die wird wie einrichtig taub kommen, wir sitzen da am Desch. Vielleicht haben wir bloß ein bisschen Brot und Butter, oder wir haben eine gute Mahlzeit, was immer das ist, aber die sitzen da am Desch. Aber da passiert viel mehr als bloß am Desch. Und vielleicht sei ich nicht in einer kleinen Gruppe, aber dann sind die ab, wenn wir haben kleine Gruppen hier in der Kirche, und die dann nicht leben, taub zu sein. Wir haben gerade zwar belebt in der letzten Zeit, wenn eine kleine Gruppe, und wenn einmal passiert eine Tragedy, oder da passiert was sehr trügt, und dann sind da Freunde, die daran sind. Das ist so wichtig. Aber wisst ihr, die Dinge passieren am Desch. Und so Jesus, er sagt am Desch. Und das ich gesagt, von Jesus sind ganz kraftvollste Lehren passiert. Und wisst ihr, Jesus hat wie einer, der Menschen antragen würde. Aber nicht bloß antragen, weil diejenigen da anders schwach ist, die wir in die Hand gekommen. Das ist really das Ziel. Dass wir wollen uns lehren, mit Menschen taub sein, mit anderen am Desch sitzen, aber dass Menschen verändert werden. Wir haben einmal ein bisschen in der Raub gehabt, als Zeug, dass hier stiftet Mehltaub. Und das ist eine Ehe an einer Hand, an der anderen Hand ist einmal amtlich. Aber ich wünsche, dass das nicht bloß Mehltaub steigen, aber ich wünsche, wenn das hier wach wird, dann ist es nicht mehr Mehl. Und das ist really das Ziel. Und so Jesus, er sitzt mit Menschen am Desch, aber die sind verändert. Und ich wollte ihn einladen, schlafen still an, vielleicht an zu meinen, dass wir in still an schlafen am Desch. Dann wollen wir mit Jesus spazieren, wollen wir mit ihm vertrauen. Und so diese erste Geschichte fing in Lukas Kapitel 5. Jesus hat gerade ein sehr wunderbares Ding getan, dass ein Freunde bringen Freunde nach Jesus, aber das ist aller Fall, sie können nicht daheim kommen, merken sie den Tag ab, sagt die Bibel, wer immer das geschafft hat, weiß ich nicht mehr. Aber anyway, sie merken den Tag ab, lauten ihn und an, Jesus hält ihm. So das passiert gerade fertig. Und dann sagt er das in Lukas 27. Als das eben wir, also der Heilung, und dass wir irgendwo in Kapernaum, wo wir ein Haus, als das eben wir, geht Jesus zurück und sagt, Levi, ein Tagskleider, und seine Tagsboot, oder Tagsklut, die würde vielleicht sagen, oder Tagshus, sagten, Jesus sagte ihm, komm mir nachfolgen. Und Levi stand auf, verleiht alles und folgt ihm nach. Dann reiht Levi bei sich im Haus eine große Gastmahlzeit aus. Das hat der Charakter meiner Mama. Und da wir ein großes Schauf Tagskleid, dann noch andere, die wir an top eiten. Hat vielleicht auch Schweinsfeit gehabt. Aber der Schriftgelehrte und Pharisäer grünzten darüber und sagten zu seinen Jüngern, warum da jemand Tagskleid und sind top eten und trinken? Und da heißt, was Jesus sagt, das ist really die beste Lehre von der Evangelium. Jesus antwortet an, die Gesunde brauchen den Doktor nicht, den brauchen nur die Kranke. Ich sie gekommen, die Sünder anzuspornen, umzukehren, und nicht die Gerechte. Da sind einmal Momente in uns Leben, wo uns Leben ganz verändern dann. Für some von uns ist es ein Phone Call. Das ist es bei uns für. Wir kriegen einen Phone Call, der uns sehen, wie das geht. Like das ändert dein Leben, 100%. Für some von uns ist es für einen Doktor. Und die kriegen eine Nachricht von Doktor, vielleicht Schrift, was immer das ist. Aber das verändert dein Leben ganz. Für some von uns ist es nicht Haus, oder ein Begrafnis. Erste Kindesgeburten bringen dort ein Haus und das verändert dein Leben ganz. Levi hat so einen Tag als das. Er stand ab den Tag aus dem Tagskleider. Und bei dem Abend, dann satt er mit Jesus am Desch, hat eine große Mahlzeit ausgereiht. Dann wird der Tagskleider, dann Jesus in der Zeit, dass wir einmal reiche Menschen oder einer richtig reich.
dat ze in Europas die hadden. Nou, dat zeg ik niet, dat Levi zo'n mens is, dat we aber hij geheerd tot die groep. En wie dan veel man mensenrechten doen, bij den zit, oder met wem de top is, en wie dan mensen van buiten rechten. En zo Levi wie zo'n mens in de Gesellschaft, den ging ze een stich. Met denen wil keiner top zijn, dat we een taxklager, die schafft voor de Räume, en dat we een NWR fien, wenn die hadden ihr Land angenomen, en zo Levi schafft für die taxklager, geeft dat geld, neemt van zijn mensen geld, geeft naar de regering, houdt wat van zelfs, en zo. Die werden bekannt als onoprechte mensen. Wenn sie wollen een Sinda betekenen, oh ja, dat is een taxcollector, dat weer een beetje sprechwoord, dat is een taxcollector. En zo dat meinen de laagste klasse mensen, onoprechtig, geldgierig, al die soort dingen. En zo zo'n mens wie Levi. Aber hij had een moment in zijn leven, wat hem ganz am deed. En weet je, Jezus, hij würden sagen, hij is een specialist met mensen am Mensen wat vielleicht in dieser Welt kein Wert haben. Aber was die Menschen so anschauen, ist das Gries. Ich weiß ein klein bisschen, was das meint. Meine Mama, wir nicht, so wir divorced, nicht divorced. Meine Mama und meine Papa, die wir führt, die hat andere Familien. Und so wie wir mit so einer Familie, was da, wie wir einmal sagen, wie wir eine zweite Klasse Menschen, wir in so ein Heim, als wir abpassen. Und so ich weiß ein klein bisschen, was das meint, wenn du op een side, you have a label on you, nicht? You're like, oh ja, dat is die komt van die familie, oder dat is die soort mens. Zo zijn we mensen veel. We doen mensen de rechten doen, of vielleicht, wat we van die weten. En veelmaal dat we een mens rechten, nur zijn eerste moment im leven. Die heeft mal wo een Fehler gemerkt, en dat is van door wieder, als dat den mens die noemt. Dat is wat hij deed. En zo werd men taxcollector. En zo Levi had really geen gelegenheid om naar een tempel gaan, oder naar de synagoge, oder van hoge priester angenomen zijn im Judentum. Nou, wenn hij weer aanrein. Zijn arbeid weer aanrein. Hij schafft met de Räume, met de Heiden, en dat weer aanrein het systeem. En zo. Das Mensch, die wir besser versteht. Na, vielleicht recht, aber Menschen checken drauf auf ihm. Dat wir ein Anrenner, dann Schweinscher, das wäre leicht wie wir. Aber ich höre, was es sagt in Vers 27. Hast dit ever wie jent Jesus ruht en zag Levi. Na, weet je, hij zag Levi. Dat meint nicht, dat Jesus bloß mit seinen Augen am zag. Hij zag hem als een mens. Als een mens wem ging te anderen. Some van jullie, mijn grootzoon is zo, die schickt me meest jeder dag aan beelden van oude trucks. En zo, some van jullie, die zijn wo een oude truck, vielleicht wo man een gras stond, half verrastet. En die zijn een beetje iets wat veel naar vier weer te brengen. De nächste mens die er voorbij en die zit dan fertig, wat je te restoren. En dat wordt smak of voor trucks en een schaver of wat immer die forsch. En dan worden we bij een show wiesen of zo, een oude koor. Ik zei bij mijn grootzoon, die wordt nog mal zo'n arbeidsstad doen, en die zit jeder oude truck. Ik weet niet wat van de uren die ik gereden heb, maar it's probably your fault. En zo, aber weet je, wie zijn dingen zo verschieden? Einer zit een mens, en du sitzt den von buiten, en dat is een andere, like, die heeft den naam, of die heeft den label gekregen im leven, en met dem wat niks te doen hebben. Ik denk dan als we in Ontario wonen, had een grootste kerk aangevangen, like wie een jonge prediger, ich gesetzlich, meestens van jou, en dan weer wie bij een Promise Keepers. Ik heb me steeds wie met Promise Keepers. Entweder van jullie bekend met Promise Keepers. En so wie waren klein in Hamilton, Ontario, en wie waren met een groep van onze kerk, en zo'n beetje een achte met een nieten jongens wie we doen. En dan zaten er een paar mannen voor ons, lange hoorn boord en ganz veel tattoos. En nu van jou schon daar, alle je want niet, like, tattoos, dat is bloß common, aber today wird es nicht. Dann wird es noch ein bisschen was abfallen. Und diese Jungs sollten die Fahrer an und die preisen dem Herrn, und mal anstoppen sie wieder, und das will mein Verstand nicht nehmen. Because I checked von Büten, wo sitzt den Mensch, und so die hier eine wird in der Motorcycle Gang, oder like, das ist eine wie ein Räber, oder das ist ein Mörder, oder like, die soll hier nicht mal sein. Jesus, er sagt Levi. Nicht aus dem Taxcollector, nicht aus einem anerbrechen Mensch, nicht aus einer, was nicht zu halten wird. Er sagt in Sinda, was er kann restoren. Weißt du, wem er sagt? Die. Er sagt die.
Und so Jesus kommt gegangen und er sieht ihn. Wenn die Juden nun tagsgleich checkten, dann sahen sie Corruption, sie sahen Geldgier, sie sahen Verraten, oder like that Betrayal, sie sahen in Sinda. Jesus zag een man wat ging om te anderen. En weet je, dat is Levi, dat is Matthäus. Dat is dezelfde persoon. En een weg wil ik gleich te zeggen dat Levi was Matthäus. Matthäus was een apostel van Jezus, einer van de 12. Hij is die wat het Evangelium Matthäus heeft geschreven. Hij is die wat Luther evangeliseren deed in zo'n areas als Irak en Iran en ganz bij Noord-Afrika en some van die landen daar. En in de Bibel leert ons dit niet, aber Geschichte geschreven zijn dat Matthäus starf en martyrer en wordt doodgemerkt met een Messer en met een spies. En zo, dit weer Levi. En zo, Jezus kwam gewoon en hij zag Levi. Jezus checkt bij de taxcollector huis voorbij. Hij checkt voorbij wat hij deed. Hij checkt voorbij waar schwinste weer, waar andere weer. En hij zag wat hij kon worden. Dat is wat Jezus met die deed. En vielleicht fällst du die einmal so, dass du bist nicht, like deine Abbringung, dass du bist abgewaschen, oder die Fehler, die du im Leben gemerkt hast, in some Fällen gar nicht treten drin, die Fallen sind. Aber weißt du was? Jesus kommt gegangen und er sieht die. Und er sieht die, für was du kannst sein. Nicht für was du bist, aber was du sieht, aber eins von den Dingen steht. Dat is beter een oude verrasterde koor, die zit om gras. Alle hebben ze de koor te zien gevierd, alle hebben opgegeven met de koor. Wat de rechte mens gewoon komt en zegt, weet je wat, dat is een treasure. Dat is een wertvolle ding. Ik wil me dat kijken, dan wordt in de huis holen, en wordt een nieuwe koor van mij. Dat is wat Jezus met die deed. Vielleicht hadden mensen aan die opgegeven, oder andere hij zegt, er zijn mensen staat, met denen we nichts te doen hebben. Jezus is niet zo staat. En zo wie zijn mensen veerten gebreken, oder gries, oder die zijn te weit gaan, oder zo'n dingen. Jezus kwam gewoon en hij zag Levi. En dat meint veel meer als bloos dat hij Levi zag. Maar dat verandert Levi zijn leven, voor immer. De Messias, God te fout kan zijn, en hij zit Levi. En dat is waar we zijn. De tweede ding wat we zijn, dat Jezus raubt Menschen, wanneer die nog Sünder sind. Weet je, we hebben eenmaal in religion met een idee dat je moet mal dein Leben abclean, like du mal diese Dinge alle weg, du mal dein Haar aufschneiden, so dachte ich von jane Tattoo-Jungs durch, like wenn sie wenn's hatten, sich mal ein bisschen nicht so eine Lara Kleider an und von die Haare und so wieder, like du mal ein bisschen abfixen und so wieder, so wie die gestanden, und dann ja, dann vielleicht wollt ihr dann annehmen. Und wenn ihr so denkt, wie viel? Ein Mensch soll erstmal sein Leben abcleanen, der soll erstmal das tun, erstmal das tun, muss erstmal unter Kleidung tragen, erstmal die Haare besser aufschneiden, alle Hand, eine lange Liste von Dingen. Aber weißt du Gott, Jesus kam gegangen und er sagt Levi, als er ein Taxcollector war. Nicht als er Matthäus schreibt, nicht als er rumgehen predigen hat für Jesus, weit ferdert. Weit ferdert. Er sagt ihm bei der Taxhus sitzen. Und das, was Jesus mit uns tut. Wie Menschen, wie glauben einmal die Lehre ist, dass die erstmal so gut worden, für die angenommen bist. Und ich weiß, wie es Kirchen, wir haben immer Trouble mit diesen Dingen. Und einmal darf das weiter in die Kirche, wenn wir einen Menschen nicht angenommen haben, oder du bist nicht angenommen geworden, vielleicht irgendwo, oder du bist ein bisschen ein Mensch, der immer ein bisschen besiegt ist, du fällst den Menschen gehen die in den Stich, die wollen gleich mit dir tot sein, ich weiß nicht, wo du bist. Aber live wie wir es stehen. Und so das Evangelium lud Sinda an. Weet je, een dokter, een paramedico, ik bewonder die mensen met die jaren, met alle geweld, met lichten aan en bloesdingen aanzien, die jaren naar de kranken. Ik ga je mal zeggen, wanneer ik een paramedico weer, en ik kreeg een phone call dat er een accident, ik moet verschillende onderweg gaan. Dat wil ik niets met te doen hebben. Bloos niet mijn goef. Maar ik bewonder mensen wat die goef hebben, en wanneer je een accident hier, er is een kranke mens, je ran door gaan, je jaren door gaan, alles wat je kan. En zo dat is een beetje waar Jezus is. Door waar de emergency is, door waar de gebrekende mensen zijn, door waar Levi zit, een taxcollector, door jet Jezus aan. En zo Jezus raubt, wanneer we nog Sünder zijn. Aber hij raubt ons, zum ons herinnerken. Wie kijkt man de oude koor uit een gras eruit, en die restoren, en doen een schmakke koor van meer.
Jesus raubt die aus dem Sinn, aus dem Tagskleid, aus einer, was nicht wert ist, aus einer, was gästlich tot ist, zum die nie Mensch merken, zum die trashstellen. Und wenn wir sind mit Jesus um Desch gewesen, dann gehen wir wieder weg als veränderte Menschen. Leif wie ein Tagskleid, dass Jesus den raubt, dass der von Desch weg wie ein Evangelist. Er wie ein von den 12. Und so das, was Jesus will mit uns tun. Nachher denkt, was wir hier sein, ist, dass Jesus nur folgend meint, ans alte Leben verloren. In Vers 28 sagt er, Levi stand ab, vielleicht alles und folgt ihm nur. Na, das ist mir immer interessant, wir hören das von den anderen Jüngern, dass Jesus geht vorbei und sagt, hey, komm hier ran, sie lassen alles liegen. Ich stelle mir immer so vor, du soll euer was gewesen, eine Connection, vielleicht bei Levi auch, wir weiß nicht, aber das sagt hier vielleicht alles. Na, weet je, Levi seine Arbeit, die wir für die Regierung, dass wir im Bett so, dass wenn er da verleiht, dann wollen wir da 6 Stunden anstellen, aber dann bist du deine Arbeit los. Die kostet nicht 3 daheim kommen. Petrus und Johannes, sie waren Fischer, und die können 3 Fischen gehen, und die deuten. Petrus, als er Jesus verloren hat, und vielleicht gedacht, dass man mir so durch, like ich sehe nu, einer wie ein verschmähter Mensch, und Lena, ich will niemals mehr zu brücken sein. Dann sagt er, dann gehe ich fischen. Und das für Jesus an Beginn. Da wird er krank, so Jesus kommt zu gehen, und er sieht Petrus. Und so, Jesus, er raubt uns altes Leben zu verlassen. Das ist nicht immer leicht. Ich stelle mir vor, das Wort für Levi nicht sein Leiche was, alles verlassen. Levi verleiht ein sehr gut betueltes Leben, wo hier viel Geld milk, für Jesus in Notfall ja sein, was nicht tut. Und so verarmt ihm das dir. Luther kostet das Leben. Noch ein Ding, was wir hier sehen, dass ich sich erst das Levi will haben. Ich glaube, Levi belebt so eine Leben und so eine Annahme, dass er will haben, die andere tagsgleiche Freunde sollen das auch beleben. Und so das sagt dann, Levi bei sich im Haus eine große Gastmultitude aus, und da werden ein großer Schauf tagsgleiche, und noch andere. Einige Übersetzungen sagen tagsgleiche Sinda, die wir antop eiten. Na, das hat sein Levi seine Leibsprech gewesen. Das ist meine Mama. Ich like, mal eine große Multitude reiten. Nu wollen mal gescheit, barbecuen. Ich weiß nicht, was sie jeden haben. Probably nicht Schweinfleisch, glaube ich nicht, ob das steht. Aber er lädt Menschen an. Aber das sind so eine Menschen aus Heuers. Das sind seine Freunde, wenn der hat keine anderen Freunde. Tagsgleich, das ist ein schweinischer Mensch. Und so, der tagsgleich den Sender. So, wenn genug uns verändert, wenn wir Jesus belebt haben, dann haben wir ein Verlangen, dass andere das auch wollen beleben. Und das ist was Levi tut. Und er lädt Menschen an. Und ich stelle mir so vor, durch den Desch, wenn ein großer Desch gehabt haben, vielleicht haben sie alle in den Raum gesehen, vielleicht büten am Hof, dass wir dann fertig tun, vielleicht Raum 4, was immer sie alle hatten. Aber ich wundere, der Vertal. Ich denke einmal so, die Schrift gibt dann some Einzelheiten nicht. Vielleicht durch, wenn wir uns das deutlich merken, würdet wir. Aber wo würde es bei uns sein? Du hast eine ganze Reihe Menschen angeladen, vielleicht eine große Freunde, die saßen am Barbecue, am 4, Wiener Roasten, was immer ihr alle tun. Was ist der Vertal daran? Jeder einer ist angenommen, die finden alle willkommen, saßen alle taub. Und welche Raum da saßen und taub eten und so weiter, das sind die schönsten Tiden. Die Bibel lehrt uns, dass dort an jeden Tag, wenn der große Chas wird sein, das ist eine große Chas-Multitude. Und das ist ein interessantes Bild für mich. Bloß mal die Christenheit über die ganze Welt, die wird und schwarz und gel und rot und was immer, alle Kultur. Wir saßen am Desch, dort in der Ewigkeit mit Jesus taub. Und so, wir sind angenommen, durch am Desch, alle Kulturen. Noch ein Ding, was wir hier sehen, ist, dass religiöse Menschen, die sind nicht das Hort. Und das ist ein Trouble, was wir Menschen haben, wir sind äußerlich und wir sind nicht das Hort. Some von uns kennen das besser als andere, aber wir sind bloß was von Büten ist. Vers 30, ich habe die Schrift gelehrt und Pharisäer grünsten darüber, zu seinen Jüngern sehen, warum da jemand tagsgleich den Sünder top eten und trinken. Und so die Pharisäer, die wir noch einmal bald wo. Und ich kann Messer mit ihm kritisieren, Messer mit ihm sein, was alle arg ist. Vielleicht sei wie an jemand jetzt dort. Wir fahren wollen nicht Kirche, nicht nur an Jesus kommen, mit ihm sein, was alle arg hat. Aber was tun die alle, was ich glaube, was nicht reich ist.
Und das so wie eine Pharisäer. Aber so ist Religion immer. Religion checkt bloß von Büten. Die checkt bloß, wo deine Haare sind, wo deine Kleider ist. Religion hat dir einen Namen gegeben von deiner ersten Ding, was du getan hast, oder das letzte Ding, was von dir sein haben, oder was sie mal von dir gehört haben, das wer du bist. Und ich will gleich zu sagen, Lieder, das ist gründlich sehr wichtig, dass wir nicht Menschen schwach merken, mit uns reden, because von du wieder, als dort will ein Mensch schwach sein. Du das, was wir von denen verteilt haben. Und vielleicht hast du so einen Namen, den hast du mal irgendwer je, vielleicht hast du mal, wo was passiert, und das vielleicht der halbes leer ist, aber das ist die Namen. Und so wird es mit der Tax gleich dann wird, so stellen sie sich vor, wie es mit Levi. Und die Pharisäer, sie hatten Namen für diese Art Menschen, wie ein anderen, all so eine Dinge. Und so sind unzufrieden, dass Jesus mit dieser wird top eten. Nach dem Judentum hat wir denken, dass diese wie ein anderen. Wenn sie hatten ihre Etengesetze, ihre Reinigungsgesetze, in den Tax gleich, da wir zeremonial anrein, wenn wir mit Hedentop. En ik stel me ver met de herden top en is hofje verdui en zo'n dingen. En so die Juden können nicht mit denen top eten, wenn wir anrennen. In unserer Kultur haben wir dort nicht, dass wir einfach anrennen sind. Wir können nicht nur zurückkommen, können nicht wo sein, wenn wir sind anrennen, so zu sein in den Jessel, ja war ich. Aber sie haben dort und so wird es beendet. Und so Jesus, wenn er wirklich heilig wird, wenn er wirklich der Messias wird, dann würde er nicht durch eten, wenn er würde weiten, was er für Menschen sind. Weißt du was? Jesus weiß krank, wer du bist. Er weiß die ganz verstärkendsten Dinge. Der weiß er. Er weiß, wo du denkst und wo wen du so denkst. Er weiß, was du das und wo wen du das. Er wird das alles. Weißt du, was danach ist? Dann kommt er gehen und er sitzt die. Und er sagt, das in den fehlt halb, das fehlt halb, like das will ich restoren. Ich würde nie mehr. Und dann gibt Jesus eine Antwort, das ist really der Grund von dem Evangelium, das ist really der ganz beste Ding, was uns Menschen jemals passieren kann. Er sagt, Jesus antwortet, seht an, die Gesunde brauchen den Doktor nicht, den brauchen nur die Kranke. Und wenn ich das lese, dann denke ich an 1. Johannes, wo Johannes lehrt, dass wer das nicht ansieht, dass ein Sinda ist, der wird nicht kommen. Aber der wird bekannt, dass das heißt ein Sinda, der kriegt Vergebung, dem wird reingemerkt. Und das, was wir hier haben. Die Pharisäer kommen gleich, die werden rein in ihr Denken. Und wenn du in dein Denken rein bist, dann ist für dich keine Ruhe. Das ist mal für dich Ruhe, was Taxkleiter sind und dort weiten. Das ist mal für dich Ruhe, was Sünder sind und dort weiten. Aber wie kommt Jesus? Und er sagt, ich sehe kommen für die Kranken. Religion merkt uns denken, dass wir sind rein. Religion merkt uns denken, dass wir kennen das Salz. Wir sind Mennoniten, wir sind besser als andere Menschen. Wir sind Gott in unserer Welt das Volk. Wir haben so rechte Dinge gehabt in uns Mennonitentum, haben noch manchmal. Aber wenn wir das tauschen, dass wir sind krank, uns fehlt ein Doktor, dann kommt Jesus gegangen und er sieht uns. Und er lud uns an. Und so schlaft ihr in Desch, schlaft ihr in Stuhl an Desch. Und wir mit Jesus zu eten. Und dann sagt Jesus noch ein, so wie ich denke, er sagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechte zu rauben, aber die Sünder zu der Buße. Und ich will das hier betonen, dass Jesus sagt mit Sünder taub, Jesus atmet mit Sünder taub, nicht bloß mit die zu eten, aber zum die verändern. Und wenn die bei einem um das schweren, du gehen die ohne Schweig. Und das soll eine gute Lehre sein für uns, dass wenn wir wollen nicht bloß mit Sünder taub sind, mit die zu leben und taub trinken und drogen oder was immer wir alle tun. Aber wenn ich mit Sünder taub sehe, wir sollen nicht Sünder zu sich schmieden, oder zu sich schieben, aber die anladen, mit der Idee, dass wir wollen enthalten. Und wir wollen an Jesus leiden. Weet je, Jesus steht noch einmal alle Koren terugstellen. Jesus steht noch einmal alle verrostete Fortje terugstellen, dass das Schmacke Fortje sind. Menschen, die Taxkleiter sind, Menschen, die Sünder sind, die Hure sind, die sind divorced, oder die haben andere Dinge getan, oder wir haben vielleicht einen Namen gekriegt von irgendwas, was wir mal getan haben. Jesus kommt gegangen und er sieht die. Und er lud die an. Komm zu mir, Desch. Jesus kommt nicht zum feinen Menschen besser mehr. Jesus kommt zum toten Menschen leben nicht mehr. Vielleicht bist du der erste Sünder hier von der Osmaris, dann bist du der tollste angelut. Wenn das diese Art Menschen, für wem Jesus kommt.
Wenn wir uns zugerouten und wir sind tof-fan und ich zie een predigen en ik zie de baas hier en al zo'n dingen. Ik meine, ik zei eenmaal te jullie zijn, bloß voor spoes. Ik hoop die, waarom je dat nog mal te goed houden. Aber wenn wir Sinda sind, dann sieht Jesus uns. Und wir sind angelaut am Desch. Und so, Levi sagt mit Jesus auf am Desch, er kam daheim aus dem Text gelegt, er ging da weg aus einem von seinen Jüngern, aus einem Evangelist, verbreitet Evangelium, ein großes Part von der Welt, in der steht, und betont dort mit seinem Leben. Aber er kam aus dem Text gelegt. Und sag nicht, wo du von dir bist, wo ist in dein Hort, vielleicht denkst du so, mit mir ist es nicht, oder ich sehe, so Menschen, die ich sehe, wo ich von komme und so weiter, krieg diese Art Menschen, krieg so, dass du bist. Für dich kommt Jesus. Und so, wenn wir kommen zu Jesus, wir sitzen mit ihm am Desch, er wird nie ein Mensch von dir mehr. Und der alle verrostete Food, wo ein Schmacker Food sind, den wir brücken, wo wir in Show wiesen. Jesus ist für uns gekommen. Und so der Desch ist rein. Schlaft ihn still noch, dann werden wir top eten. Amen. Mit Frauen, dass ihr abstehen. Ziemlich Fuhrer, vielmal Dankeschön für das Evangelium. Dankeschön, dass Jesus hast gekommen. Und du hast uns so schlecht, als wir sind, so eine Tagskleid, dass wir sind, oder so eine Sinda, was immer wir tun haben. Aber du lädst uns an. Und ich bete von dir, dass du uns sein. Und wie bleiben du sitzt uns halt, du sitzt unsere Horten. Du sitzt, wer wir sind, du sitzt unsere Einstellung, du sitzt unsere Motiven, wohin wir Dinge tun. Und du lädst uns an und den Desch. Ich danke dir dafür. Und ich bete, dass du uns so Amen. Amen.